Zurück bei Anno 1800, hier auf unserer Insel Manola, wo ich wieder mal ganz kurz hier verlangsame. Ja, Manola, wo wir am Umbauen sind, also mit den ganzen Wegen und so, alles ein bisschen besser ausrichten, etc., etc. Zum Beispiel die Dinger hier, dass man zum Beispiel gesagt habe, hey, Hospital und, also natürlich Spital generell, Krankenhaus plus Feuerwache und so, hier ein bisschen links, der Rest vielleicht irgendwie so rechts und so. Und auch Postamt, da bin ich ein bisschen dran. Wo ich mir so denke, jo, kann man das noch irgendwie besser machen und so. Haben deswegen oft ein paar Gedanken gemacht, natürlich auch hier mit dem Rathaus, also natürlich auch noch ein bisschen was brauchen. Was ja auch im Einzugsbereich hier vom Postamt sein muss, damit es funktioniert. Und dann im Postamt. Was ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, also wirklich komplett nicht mehr. Ich kann ja mehrere bauen pro Insel. In der letzten Folge ist es aufgefallen, so von wegen, wieso baue ich eigentlich immer nur ein Postamt oder so? Ich kann ja mehrere bauen. Klar, es hat natürlich auch mit den Dingern zu tun, ne? Moment, ich zeig's gleich. Mal so, als wir schon gemacht haben. Ich brauche natürlich Obrero-Arbeitskräfte hier. In dem Fall 50 und hier sind es halt nur 15. Und hätte ja theoretisch trotzdem einen guten Einflussbereich. Also, man muss da, glaube ich, ein bisschen differenzieren, wo es jetzt Sinn machen, wo nicht. Wenn wir natürlich schon beim Thema Sinn machen sind, die Hacienda. Eigentlich etwas Geiles, finde ich. Was auch mitunter, wie man letztes Mal gesehen hat, ein paar Probleme mit sich bringt. Und vor allem mit dem Bedürfnis nach der Hacienda. Also mir zum Beispiel sehr gut sieht, dass das Bedürfnis gesunken ist. Also beziehungsweise Versorgung, nicht das Bedürfnis, sondern Versorgung. Und deswegen fehlen hier plötzlich 4 Obreros. Obwohl ich ja eigentlich im Einzugsbereich bin. Der sinkt einfach plötzlich. Und das finde ich persönlich auch ziemlich hässlich vom Spiel. Brauchen Sie vielleicht einen Kaffee? Sowas einzubauen, vor allem da es die Artis das gar nicht betrifft. Die brauchen das ja gar nicht. Wir haben natürlich jetzt auch schon Gedanken gemacht von wegen, behalte die Hacienda einfach hier für das Ding hier. Die Richtlinien. Natürlich will ich auf die Ortsversammlungen noch hin, unter anderem. Etc. etc. Also machen wir es einfach nur so. Oder also baue ich da quasi die normalen Hütten, die wir sonst auch haben. Normale Journaliererhäuser, die natürlich auch kleiner sind. Ich glaube, die gibt es halt für und dagegen. Ich meine, so ein Artista-Haus. Haben wir irgendwo. Ich glaube, wir haben hier gar keinen. Also natürlich haben wir die noch, aber ansonsten. Und mir so, das sind ja sowieso die normalen Häuser. Ja, das sind ja die. Haben wir. Natürlich zum Beispiel die Obreras. Die Journalero, wo man auch sieht, 30 bzw. 55 ist momentan das Maximum. Was sie haben. Hier haben wir zum Beispiel 105, 55. Je nachdem eigentlich sogar schon das Doppelte. Ich glaube vom Rest her, von den Bedürfnissen so, sind die noch relativ kulant. Da haben die eigentlich beides dasselbe. Ja. Ist halt, glaube ich, auch hier wieder mal so ein Für und Dagegen. Lohnt sich's nicht. Zum Beispiel gerade hier. Man kann hier als kleine Optimierung, den nach oben zu verschieben. Bringt auch schon ein bisschen was. Dafür den da rein. Ist natürlich so, dass die Häuser generell kleiner sind. Ob man jetzt deswegen auch mehr hier hinbauen kann oder nicht, das ist halt so eine Frage. Ich meine, haben auch schon überlegt, ob ich sage, hey, Artista mache ich so, Hacienda Artista Gebäude, weil ich halt hier kein Hacienda brauche als Bedürfnis. Und bei den anderen mache ich dann wieder einen normalen Gebäude, weil ich hier das Bedürfnis habe und auch nur die erste und zweite Stufe habe, also auch bezüglich Upgrade und so. Da ist halt auch wieder so Thema, wo man sich ein bisschen überlegen kann und muss. Ich glaube eben sonst der Rest alles dasselbe war. So Lebensqualität. Das sind noch mehr. Die primären, eventuell noch die Zufriedenheitsdinger. So ein Artista
aus, das macht schon ein bisschen was aus. Also da bin ich jetzt echt noch am Überlegen, wie wir das machen werden sollen. Müssen wir gucken, Freunde. Einerseits eben bin ich dann... Ich verstehe eben auch diejenigen, die sagen, was machst du da, Michael, ist doch total doof und so. Wenn das so baust, bla bla. Ja, ich verstehe, was ihr meint. Ich verstehe es wirklich. Aber andererseits ist er eben auch so... Ja, halt irgendwie auch, wie soll ich sagen... Der Michael in mir, der irgendwie sagt, warum nicht trotzdem? Aber nur, weil es halt trotzdem vielleicht gehen würde, weil es klappen würde. Das ist halt so ein bisschen das Für und Dawider zum Abwägen. Und darum werde ich mich unter anderem in der Folge hoffentlich noch kümmern können, werden müssen. Wir gucken mal. Erst einmal muss ich ja gewisse Straßen wegnehmen. Und dann mal gucken. Jetzt haben wir natürlich die Dinge hier schon gemacht und so weiter und so fort, aber egal. Zum Beispiel, wenn ich das Ding hier so belasse, hier Postamt, kann ich mit dem Teil relativ weit hoch. Ich habe hier einen überlappenden Radius, warum? Ach, mit dem links, okay. Ja, mal testweise dagegen verschieben, also von dem her. Das soll das kleinste Problem sein. Mal testweise hier oben hin, so. Ist auch doof, dass ich jetzt zu wenig Punkte habe, um den mal auszutesten. Da müsste eigentlich gehen, wa? Da haben wir so ein Ding noch gemacht, auch zum Testen. Bis ich es mal übersehe. Also der geht ja bis da oben hin. Wenn ich denen zum Beispiel sage, hey, mach irgendwie hier noch einen hin. Dann platziere den weiter hier drüben. Kann natürlich auch noch relativ viel abdecken. Aber ich müsste eigentlich trotzdem in dem Einzugsbereich sein von dem Postgebäude und da wird es eben schwierig. Ja, da sehe ich ja das Problem kommen. Der hat, glaube ich, mit den Dingern weniger ein Problem, war. Wir brauchen das Rathaus ja für die Post bezüglich den Gelehrten und so. Den zum Beispiel so mache, wäre der noch drin. Das könnte also noch funktionieren. Dürfte den natürlich dann nicht mehr verschieben nach unten oder so. Ne? Da ist alles fix, da wird nichts mehr gemacht. Den hätte ich jetzt einfach alle hier drüben. Das ist auch so eine Frage, macht das Sinn hier zu haben? Wenn ich sie ja eigentlich anders bauen will. Weil wir haben ja gesehen, wir brauchen die Gebäude, Obreras und Jornalero brauchen wir in der Nähe. Also die Boxkampfarena und so, da heißt, eigentlich könnte man auch gut hier drüben ein paar Obreras platzieren. Geht sowieso relativ weit rüber, ja, dann müsste eigentlich funktionieren so. So, machen wir hier mal ein bisschen andere Straßen. Aber so ein bisschen freie Schnauze. Kann ich die noch da unten hinpacken? Ne, wird schwieriger. Wird sehr schwierig. Dann machen wir das mal so. Ich
Dann muss ich nachher mal gucken, ob wir hier dann noch irgendwas anderes fabrizieren oder so. Okay, der wird da eh ein bisschen schwierig. Können wir also hier noch irgendwie anderes Gebäude oder sowas hinmachen. Vielleicht sogar nochmal so eine Post oder so. Poststelle hier. Nee, das wird eher schwierig, aber da kann ich sicher noch irgendwas anderes so. So eine Feuerwache so nochmal hinbauen. Und die eben wären ja eher gerne in der Nähe der Hacienda, haben wir festgestellt. Jetzt haben wir hier natürlich relativ große Wege. Die Frage, ob vielleicht... viele Straßen dazwischen da helfen. Ich versuche mal hier mit der Dreierstraße und so. Hier vielleicht mal einen nach oben hin machen. Ja, dann macht auch wieder in die Breite hier. Damit es jetzt nicht überall wirklich komplett identisch aussieht. Langsam mal gucken, ne? Wir haben ja jetzt dann Weg. Jetzt kann ich den mal da noch in die Mitte packen. Also ihr habt natürlich keine Blinde Hacienda, da ist alles picobello. Die Kapelle wäre zu weit weg für euch, wa? Jo. Bauen wir halt hier nochmal eine Kapelle hin. Platz dafür haben wir. Frage, lassen wir es dabei mit der Kapelle hier? Ich hätte da jetzt ein Postgebäude. Den könnte man zum Beispiel da irgendwie hinbauen. Das bedeutet, es gäbe hier eine... Hallo? Hier eine Straße. Hätten wir die Boxkampfarena. Also, warte mal, dann verschiebe ich die mal ein bisschen. Die hier unten hinpflanze. Boah, können wir machen. Kannst du auch hier drüben direkt hinmachen. Muss mal gucken. Plötzlich hier viele. Okay. Diese ganzen Wege da weg. Dann hol euch wieder mal ein bisschen mehr hier in die Mitte, wenn ihr hier keine Straßen zum Teil habt. Und die kommen gleich, Immer 4 rein hier. Ups, nein, Entschuldigung. Jetzt so der
Phantom 4er. Naja gut, wir gucken mal. Okay, da haben wir es dann abgrenzen, damit ihr direkt seht, dass ich da noch einiges machen muss, beziehungsweise will. Ja, schauen wir mal, dann will ich mal ein bisschen nach da oben. Natürlich brauche ich hier hinten wieder einen, da ist klar. Passt perfekt. Wir haben noch ein bisschen Baumaterial, wird trotzdem langsam knebbe. Wo sind da meine ganzen Luftschiffchen? Die haben pausiert. Was? Ich habe so viele? Ja gut, ich bin gerade momentan noch... Wir drehen bei. Cruise hier, was machst du da? Ist einer von denen da? Oder ein Importer, die irgendwie verschlafen haben oder so? Nimm Öl mit, Alter. Ah, der ist noch dran, okay. Sich auch hier am Arsch hier, oder? Ja, dann muss ich da aushelfen mit dem Öl. Ah, ist er da. Bei dritte Strecke hier, war beziehungsweise, also was heißt dritte Strecke? Hab hier natürlich auch wieder viel Öl oder hier unten halt. Wo jetzt natürlich weniger. Weil das Teil eben noch kaputt ist, aber generell wird das vermutlich auch funktionieren. Habe ich noch ein Item? Wir haben noch eins. Ein paar haben wir noch. So. Motoren gestartet. Ja, Pegasus, geht Immer mal der hier Nase hin. nach. Kannst noch mehr holen. Ja, ja. Du gehst auch mal hier hin. Da haben wir noch das tolle Seepferdchen. Nur fliegen ist schöner. Der war dann auf seinen Einsatz. Vorwärts! Und da ist der und weiß jetzt recht, was er machen soll. Ja, kann ich nachempfinden. Klarer Himmel. Ich wollte gerade sagen, der andere wäre jetzt verdammt schnell gewesen. Ja, sind aber auch schnell. So. Ja, wegen Öl und so muss ich nochmal gucken. Aber jetzt wollen wir erstmal hier ein paar Dinge abschließen. Okay, okay. Wie gesagt, eher hier unten, damit die halt näher dran sind. Okay, das Senderbedürfnis ist noch gut gefüllt da unten. Sehr gut. Aber da war trotzdem nur eine Dreier-Ding. Ne, komm, dann... Ja, weiß ich, habe hier zwar Vierer-Dinger, aber machen wir es doch eher ein bisschen anders. Ne, Moment. Der Weg muss weg. Der Weg muss weg. Bin ich doch da schon mal? Ist der hier auch ein bisschen falsch? Natürlich jetzt ein bisschen die Frage mit denen hier. Oh, ist ein Weg dazwischen, okay. Wäre das was?
Oder wäre das nix? Ich glaube, die Antwort heißt nein, es wäre nix. Obwohl jetzt natürlich wieder einer nach unten passen würde. Super. Nein, doch nicht. Ups, ein Fehler. Passt so oder so nicht. Ja, wobei natürlich die wieder jetzt unterbrechen hier. Die Streckenführung. Und dann hier einen extra lange mache, dann geht es wieder um. Oh. Den Weg gar nicht mehr gesehen. So. Okay, das wäre eine Option, weil, wie gesagt, denen ist ja scheißegal, ob die Hase in der Nähe ist oder so. Der Sender ist denen natürlich nicht egal. Nee, da sehen wir es direkt wieder. Testpostgebäude. Und du würdest gerne da oben irgendwie bleiben und vielleicht doch ganz nach oben. Eher weit nach unten. Ich wäre trotz allem wieder eher für nach unten. Ich weiß langsam nervig, was ich hier die ganze Zeit treibe. Aber dann könnte ich jetzt mal so wieder ein bisschen näher rangehen. Dazwischen wird es schwieriger, wobei direkt hier wird gehen. Da will ich eh noch gucken, wie ich das dann besser mache. Hier unten natürlich auch noch. Wieder vielleicht. Ah, warte mal, sind noch 3, ja. Nein, das wäre gerade falsch. Wie baue ich das Ganze da optimierter? Was hat die Zeit eigentlich? Schon 23 Minuten, wo ich hier nur am Bauen bin, beziehungsweise am hin und her verschieben. Aber jetzt keine Dinger mehr, die schon alle weggeräumt. Ich glaube schon, war. Also Postamt normal wird eben hier unten ist halt schwierig, da muss man sich, gut, es wird gehen, aber eben da ist halt die Frage, lohnt es überhaupt hier unten? Da ist er jetzt einfach zu tief unten, dann müssen wir noch ein bisschen nach oben schieben, damit ich hier wieder hinkäme. Ja, wenn den jetzt wirklich einfach da belasse, wo er gerade ist. Da oben ist sowieso ein bisschen doof irgendwie. Wenn ich den hier hin platziere, dann wird es halt generell da oben der Post ein bisschen schwierig.
Müssen sich natürlich auch fragen, braucht es denn das überhaupt da oben so noch? Müssen natürlich auch das Rathaus nochmal neu setzen, das ist aber das geringste Problem. Weil, kann ich überall machen. Trotz allem hätte ich halt jetzt hier nur ein Postamt drin, wa? Okay, okay. Den so mache, ja, aber eben, dass ich halt die anderen irgendwie reinkriege. Müsst eher hier hin verschieben und dann den anderen wieder irgendwo anders hin. Da sagen wir halt tatsächlich, da oben ist mir jetzt gerade scheißegal. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Bei meiner Konkurrenz ist ein Krieg. Er ist ausgebrochen. Geht das einigermaßen hier? Muss ich natürlich hier bald wieder fragen, wie sieht's dann im Krankenhaus und ganzen anderen Vierlefanz aus? Also hier die Samba-Schule. Geht die bis hier unten hin? Nee, haben wir auch gewundert. Muss man vielleicht hier überlegen, die weit nach oben zu verschieben. Man könnte natürlich hier oben schon mal viel abdecken und dafür dann unten noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel quasi so, dass die halt schon mal hier oben ist, hier oben alles abdecken kann mit der Samba-Schule. Großes Potenzial. Genau, dann kommt die Boxkämpferin schon ins Spiel, die hier auch zu wenig hat. War garantiert hier unten nochmal eine. Also ich bräuchte halt von dem her, mal gucken, jetzt haben wir natürlich wieder, ah ja, haben wir gesagt, verschiebe ich einfach. Zum Beispiel so. Die Kapelle, gut, die haben natürlich jetzt ein paar verteilt. Irgendwie darum geht schon wieder nicht mehr. Samba-Schule. Boxkämpferin ist jetzt da oben, war. Mein theoretisch kann ich natürlich auch hier unten direkt machen. Der müssen allerdings so bleiben, weil weiter hoch komme ich nicht mehr. Oder so. Wenn ich die zum Beispiel so bauen würde. So, da bin ich mir immer noch ein bisschen unsicher, ob ich die so weiterhin bauen will. Dann hätten wir das dort oben so. Okay. Das sieht mir doch nach einer gar nicht mal so schlechten Siedlung aus. So wie das erste, auf den ersten Blick. Da müssen wir noch mal ein bisschen was machen. Hier oben Samba-Schule, natürlich für die vor allem. Die unten wären durch die hier abgedeckt. Fehlende Waren. Ja, muss halt gucken, wo er die herkriegt. Er holt sich von der Hacienda, war. Okay. Viele bauen irgendwo noch in ein Markthäuschen. Wenn ich überhaupt die Waren herkriege.
Ja, mein Boxkampfarena natürlich auch für die Es hier ist noch nicht wichtig. vollbracht. Die Kapelle hier reicht nicht bis da unten. Warte mal. Das ist aber den Wegen, oder? Man kann den natürlich auch jetzt weiter nach unten hier bauen, aber wenn ich jetzt schon ein bisschen, naja. Okay. Das muss ich mir jetzt definitiv nochmal angucken. Genauso. Wenn ich hier unten ein bisschen anders bauen will. Und auch mit dieser Straße hier zu tun. Ups. Warte mal, wenn wir hier eine Dreier-Dinger lassen, zum Beispiel hier dann... Wird es noch gehen hier? Mit dem wird es dann nicht mehr gehen, ja gut. Also hier unten das Konzept mit den Vierern. Einmal, was du für ein Problem hier mit deiner Ware? Ja, im Lager haben wir genug, hol doch einfach was. Mann, ey. So. Boxkampfarena. Da weg nochmal. Da oben haben wir schon einen. Klar, kann der hier ein bisschen zentraler sitzen. Und vielleicht theoretisch auch so eins nochmal, so ein Kino, wobei ich habe gerade da oben eins, dann vielleicht, oder würde dann hier unten eins machen. Dann natürlich die Frage hier mit der Feuerwache. Ja, also das Spital hat direkt hier, aber da unten sicher nicht nochmal eins. Hier haben wir halt noch ein bisschen Platz, da könnte man jetzt die Dinge nochmal hier bauen. So. Das wäre jetzt so im Einzugsbereich. Das wäre soweit auch gut. Dankeschön, der kommt ja fast schon wie gerufen. Nur fast, aber immerhin. Genau, also dann habe ich das Postamt. Natürlich jetzt die Frage, ist das clever, das Postamt da mit dem Item auszustatten, meine ich jetzt halt. Also hier mit dem Rathaus. Der ist halt auch langsam einfach nicht optimal gesetzt. Muss man ganz ehrlich sein. Eine andere Variante wäre halt, die Gebäude, die ich jetzt hier oben habe, durch die hier zu ersetzen, quasi Obreras. Noch ein bisschen mehr was habe davon. Hier draußen brauche ich eh keins mehr, wenn ich die jetzt hier habe. Den und den da draußen.
1040 Millionen im Radius. 3027, ja. Doch, es bringt schon. Es bringt schon was. In beide Kriege halt nicht in den Radius rein, das ist halt scheiße. Können natürlich noch mehr Items generieren, aber nee, das wäre auch scheiße, aus anderen Gründen zwar, aber trotzdem. Ja, ich meine, ich kann natürlich ja trotzdem noch gewisse Gebäude von denen so verschieben, ne? So ist es ja nicht. Ist der noch im Gebiet da? Ja, da ist er noch. Dass der mit der Kapelle hier oben Mühe hat, das wundert mich ein wenig. Also eine Kapelle hier unten wäre dir lieber? Ernsthaft jetzt? Und ich sage, hey, ich habe hier eine Kapelle. Dann ist er happy. Oder sie in dem Fall. Und er steigt zumindest. Oh je, oh je, oh je. Also. Freunde, wir sind schon bei 36 Minuten. Dann haben wir hier jetzt schon mal ein bisschen was. Fertig ist immer noch nicht das Ganze, weil ich will hier draußen weitermachen. Wir müssen uns auch noch hier an den Strand anschließen. Und hier Strand-Samba-Schule haben wir jetzt hier auch noch drin. Das passt eigentlich soweit auch. Nachher muss er gucken, dass wir definitiv mehr lokale Post haben. Je mehr, desto besser. Das Problem ist ja, dass ich auch noch einen Haufen davon exportieren, so, mit dem muss ich eigentlich, da müssen wir eigentlich auch aufhören. Den Upgraden geht gerade nicht, es fehlen ein paar Bretter etc. etc. Aber egal. Wohin soll's gehen? Wir sind abflugbereit. So, ihr könnt schon mal nach dir oben, weil hier die nach euch verlangt. Flotte segelt in Formation. Die nächste Folge schon mal hier mit dem Fundament und so weiter machen. Es fehlen ihm noch schon Aleros, da muss ich vielleicht mal noch ein paar neue erschaffen von dem her. Vielleicht die Frage mit den Obrera, also wir nachher zu viel davon haben. Das sind schon ein paar, muss man zugeben, das sind ein paar. Lufthafen und so, ich meine, die Dinger können eigentlich auch weg von hier, obwohl ja klar, das Stadion, der kann jetzt eine große, das scheint da eine riesige Reichweite. Da will ich ja langsam aber sicher auch mal die Attraktivität noch steigern. Hier ein bisschen was, ja, Sender, Strandornamente, vielleicht kann ich noch ein bisschen was mehr raushauen. Feierlichkeiten, ja, auch. Dass der Staudamm gar nichts gibt, das wundert mich ein bisschen. Das finde ich jetzt echt ein bisschen, nö. Warte mal, bevor ich es jetzt hier nochmal vergesse. Wohin soll's gehen? Okay. Der kann oder will nichts öffnen. Wir brauchen ein paar Fenster, wa? Wir sind unterwegs. Ja, wenn auch das mit den Gelehrten. Ja, ja. Ich hatte gesagt, dass er dann ein Item gerade fertig gebaut hat. Ich weiß auch schon welches. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Weiß ein ehrlich, ey, das ist ein ungewöhnlicher. Will ich ihn überhaupt haben? Nee, komm. Kein Monument. Hier haben wir Jagdhütten und so. Ja, wo ist sie? Ah, hier. Berichterstattung aus der Arktis. Dann kommt die nachher eben in die Arktis. Dann haben wir den zumindest auch mal. Lieblingspreis, Charakter-Item, Kaufpreis, Verkaufspreise, super. Und unsere total. Die Chronik von den Weser und so, die Kultur-Items, war. Das ist natürlich auch ein Spaß. Offensichtlich haben sie ihren Algorithmus gefunden. Will ich gucken, ob hier alles zum Besten läuft und so? Ne, will ich nicht gucken. Zumal wir eben noch dezente Ölprobleme haben.
Hier läuft es ja gerade wieder, aber wenn ich mich nicht täusche, haben wir hier auch zu wenig Öl, wa? Gut, wir müssen einfach mal über mehrere Inseln und so einfach mal das Öl zusammentragen, dann wird es natürlich schon gehen. Nicht hier irgendwie noch ein Schiffchen in Warteposition, warte mal. Die sind da, die warten auch auf ihren Einsatz. Das wird mal ein ganz anderer Spaß werden. Der wartet, keine Ahnung, worauf der wartet. Ich weiß echt nicht mehr, Leute. Was ich weiß, ist, dass die Folge vorbei ist und wir uns deswegen ein bisschen hier sputen müssen. Also ich schicke euch hier wieder runter. Hier sind ja, hier sind die Materialinsel quasi. Moment. Wenn quasi noch einer hier ist, kann er mal ganz kurz hier ein bisschen mitnehmen und hier dafür ausgeben, damit wir dann mal die Ölproduktion immer wieder, die Ölraffinerie wieder mal einschalten können, wa? Wäre vielleicht nicht ganz doof. Vielleicht ist nachher das Ölproblem auch schon da gelöst. Ja, wie es hier weitergeht, das in einer nächsten Folgen. Ich will erst Manola soweit ein bisschen abschließen. Hier gucken, das sind ja auch Dinger, die wir zum Teil gar nicht brauchen, wie zum Beispiel hier mit Atolle und so. Ich weiß natürlich, dass wir das eigentlich nicht brauchen. Ich will es aber trotzdem mal noch in Gang bringen, weil ich ja eigentlich generell gerne so viel wie möglich hier auch hätte. Aber müssen wir mal gucken, was alles genau bringt. Wenn ich hier zum Affen mache, alles total falsch ist und so. Wie es halt so ist immer, ja. Jetzt habe ich hier die scheiß Kapellen, die ist immer noch nicht nah genug. Wollt ihr mich jetzt hier verkackeiern? Das sind nur 93 fucking %. Die Boxkampfarena, obwohl die direkt hier ist ja auch nur so schwach. Wow. Okay, ich habe dezente Probleme. Aber schauen wir uns nächste Folge genauer an. Ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen. Ich weiß gar nicht, was ich hier nehmen soll als Thumbnail. Ich bin echt ein bisschen im Arsch wohlgemerkt. Ich bin es gewohnt, nicht viel zu haben. Wir können mal den zweiten Strand angucken, komm. Ah, noch nie hier. Er dachte mir so von wegen, ja, 2 Strände, vielleicht doppelte Attraktivität und so. In Ornamenten. Diese Möwen sind heimtückisch. Heimtückische Möwen, oh weh, oh weh. Da nicht irgendwie ein Strand selber? Komm schon. Dankeschön. Ah, Sonnenstrand und Party. Und Kinder. Und Sandburg natürlich. Oh Mann ey. Freunde, die Reise in Manola geht weiter. Ich hoffe, wir haben bald irgendwie etwas, worauf ich einigermaßen stolz sein kann. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.